Ja, im Weißen Haus schaut es auch sehr übel aus. Und wir müssen Reed aufhalten. Das ist der Oberterrorist. So, Muni ist wieder voll. Das ist ganz gut. Schaut so im Weißen Haus aus. Bin mir da noch nicht so sicher, weil, naja, man ist ja nicht so alltäglich im Weißen Haus drin. Nicht? Bitte holt Verstärkung! Das ergibt keinen Da hätte er was. Was? Die Oder? Operation? Unsere Befehle. Was treiben wir hier? Wir gehören doch zum Team, das das Zielobjekt erledigen soll. Der Befehl kommt von unserer unterkühlten Eisprinzessin. Und die ist die... So ein... So, Schluss mit dem Gequatsche. Die haben zum Glück Uns keine... bietet sich hier eine Gelegenheit. Reed hat Vizepräsident Sampson samt Wache in den Ballsaal geschickt. Er wartet dort darauf, als nächster Präsident vorgestellt zu werden. Das liegt auf meinem Weg zum Westflügel. Geh dorthin. Triff mich danach im Presseraum. Dann überlegen wir uns, was wir mit Reed machen. So, pass auf, wir könnten noch mal andere Waffen ausprobieren. Nehmen wir heute mal, pass auf. Nehmen wir heute mal das Ding da, oder? Was ist denn das? Dann mal aufrüsten. Gut. Vizepräsidentin sichern. Die ist auch noch. Wo ist die? Das war's auf jeden Fall schon wenig. Keine Überlebenden. Seht nach, ob hier noch jemand ist. Keine halben Sachen. Keine Ahnung, wo der Kerl ist. Sieht ihn jemand? Was sind das? 4 oder 5 Stück? 5. Kein Ziel. Erbitte weitere Befehle. Ja, kommt denn da noch mal? Können wir abschalten? Nicht. Kein Sichtkontakt. Ob das eine gute Idee ist? Weiß irgendjemand, wo er steckt? Oh, da ist noch einer. Oida. Ziel noch immer nicht in Sicht. Das glaube ich geht gleich hässlich aus. Sieht einer von euch das Ziel? Die Zielperson. Kein Sichtkontakt zum Netter Versuch. Der Gegner ist noch hier. Suchen wir den Kerl. Ach du Scheiße. Hier ist nichts zu sehen. Das war ja riskant. Ja, pass auf, da hinten haben wir mehrere, gell? Habe keine Spur vom Ziel. Er ist noch in der Nähe. Sucht und findet ihn. Gut, war nicht so schön. So ein Dreck. Hätte besser laufen können. Ich finde den Penner, der das gewesen ist. Keine Spur von ihm. Bringen wir ihn zum Schweigen. Mann ausgefallen. Mann ausgefallen. Jetzt müssen wir es mal beobachten, wie es laufen. Noch kein... Scheiße! Uah. Ich finde den Kerl, der das war. Das schwöre ich dir. Alles ruhig. Keine Spur von der Zielperson. Wir haben Verluste. Ich bleib hier. Mal sehen, was passiert. Scheiße, was tun jetzt? Keine Bewegungen. Keine Spur vom Gegner. Jetzt wenn ich den ausschaut. Ich glaube, ich weiß, wo er steckt. Er ist da drüben. Sam, schnell wickert. Nicht sehen. Lassen wir es mal ein bisschen austoben. Brauche Verstärkung. Wiederhole. Brauche Verstärkung. Ich bleib hier und passe auf. Kein Kontakt. Alles ruhig. Halte Stellung. Scheiße. Ich werde hier Wache halten.
Sollte von hier aus 3 Stück? Na, oder 4? Das waren mehrere. Sichtkontakt zur Zielperson. Krieg ihr was? Granate! In Deckung! Findet den Kerl! So, wie viel hat's denn erwischt? Hier rührt sich nichts. Vielleicht Nur ist einer. er längst tot. Er ist noch nicht längst tot. Aber die hat's jetzt gleich. Oh, nur 2. Geht ihr weiter, ich bleibe hier und halte Wache. Mist! Hier liegt einer! Seid bloß vorsichtig! Keine Spur vom Ziel! Wiederhole! Noch immer keine Spur von ihm! Haltet die Augen offen! Das war's! So, es liegen noch mehrere. Manche Sachen lassen sich nur auf die harte Tour regeln. Eben. So, wir laufen nochmal weiter. Was? Ach so, da können wir nicht rein. Wer hat die zugemacht? Ja, das Weiße Haus brauchen wir einen neuen Anstrich. Was VP sichern? Verdammt! Achso, der Vizepräsident. Ich gedacht, was wäre gewesen, wenn ich mir einen Querschläger eingefangen hätte? Herr Vizepräsident, wir haben alles unter Kontrolle. Sie sind hier vollkommen sicher. Wen willst du hier eigentlich verscheißern, Kleiner? Reed hat überhaupt keinen Plan, stimmt's? Director Reed hat angerufen. Er hat die Präsidentin bald. Alles verläuft nach Plan. Ah, wirklich? Und an welcher Stelle seines Plans legt er Sam Fisher um? Davon spricht dieser Bastard von Reed gar nicht mehr, was? Sir, Sie müssen sich beruhigen. Hey, mein Freund, das ist doch Fischer. Sollte hier irgendwo sein. Leute, es gibt Schwierigkeiten. Durchsucht den gesamten Bereich nach feindlichen... Zurzeit keine Ziele. Anhaben. Megiddo beschützt Nur noch 2. Ruhe in Frieden. Dafür wird der Penner bezahlen. Master... Wow. Gut. So, like it is. So, dann schauen wir mal zu dem Herrn um. Scheiße von meinen Schuhen gekratzt, die schlauer war als sie. Sie sind stehen geblieben. Gut. Sie kapieren es einfach nicht, was? Sie können mir nichts anhaben. Ich werde geschützt. Sie können mir nichts anhaben. Was immer Sie abgehalfterte Karikatur eines Spions auch vorhaben, vergessen Sie es. Ich werde geschützt. Ich bin unantastbar. Ach, wirklich? Unantastbar ist er. Dann schauen wir mal. Sie haben mich angeschossen. Ah! Ich glaube, das Unantastbar können Sie getrost Tut streichen. das weh? Oh, mieses Schwein. Und jetzt müssen wir wieder Reed aufhalten. Ganz gut. Oh, Sichert den Vizepräsidenten, das hat Priorität. Der Vizepräsident... war nix. Scheiße, können wir uns Splitters allein halten. Kann Gegner nicht sehen. So, da haben wir noch 2. Position ist unbekannt. 6-7, los! Negativ, kann Ziel nicht sehen. So, weg damit. Und jetzt, wo sind wir denn jetzt wieder? Haben wir irgendwelche Laser? Nee, aber Gas. Oh, da ist jetzt ein Gasei. Kann ihn nicht sehen. Unsere Lehrlinge. Kann nicht angreifen, Ziel ist verdeckt. Werf eine Rauchgranate. Rauch, los!
Ich brauche unbedingt eine zweite Waffe wieder. Pass auf. Der hat doch bestimmt noch nicht gehabt. Eine Spur vom Feind! Rauchgranate! Sicher gesichtet! Achtung, setze hoch ein! Scheiße, ich sehe nix. Aber das Ziel nicht im Sicht! Waffe leer, lade nach! Ich werfe ab! Negativ, kann Ziel nicht sehen! So, eine Menge. Habe keinen Sichtkontakt zur Zielperson! Wo ist denn der? Kann Ziel nicht bekämpfen, kein Sichtkontakt! So, wo geht denn jetzt hin? Als Grimm Sam erreichte, waren Reeds Männer bereits dabei, die Tür vom Oval Office einzutreten. Sie war dort und musste mit ansehen, wie die Sicherheitsbeamten der Präsidentin reihenweise ausgeschaltet wurden. Geplant war, dass Sam sich mit Grimm im Presseraum treffen würde. Dort wollten sie dann ihre weitere Vorgehensweise besprechen. Natürlich hatte Grimm sich bereits einen Plan zurechtgelegt. Sie hatte Sam nichts davon erzählt, was nicht weiter verwunderlich war. Manche Dinge ändern sich einfach nie. Ja, die Alte macht gerne mal Pläne und weiht uns nicht dabei ein. Und hier schon wieder was. So, wir sollen Grimm im Presseraum treffen. Herabsteigen. Achso, mit der Leertasten. Ach, da haben wir schon. Wenn er vorbeischreibt. Rechte sind viel zu schmal. Er ist Sam Fisher. Der kann sowas. Der konnte sowas mal. Und wenn wir erst mit ihm fertig sind, kann der gar nichts mehr. Die reden so schlecht über mich. Gibt's denn sowas? Habt ihr denn keinen Respekt? So, 4 Herren haben wir da. Wie mache ich denn das? Oh, Scheiße! Kontakt! Person! War vielleicht nicht so gut. Gebe Feuerschutz! Ich nähere mich jetzt dem Ziel! Zeit für eine Abreibung! War nix. Ich brauche Verstärkung! Bleiben nur 3, oder? Bis jetzt... Glaube ich hab ihn! So, auf die harte Tour eben. Und jetzt müssen wir, Moment einmal. Wieder oben. Na, da sind wir. Na, da sind wir gekommen. Da geht's auch nicht hinter. Ja, geht's dann da hinter? Da schon her. Pass auf, da kann man mal. Die Knarre hätten wir jetzt auch. Die werden wir gleich mal upgraden. Dann nehmen wir mal die her. Im Notfall natürlich. Bitte. Hilfe. Ja, das war der Bruder von Hitler. Oh.
Was ist denn nicht los? Ach, da haben wir so Roboterkanonen. Ja, das ist ja wunderbar. So, wir werden mal die Dinger umlaufen, wo sie... Ach na, kennen wir die schon wieder? Negativ. Zielbereich nicht sicher. Position halten. Unsere Lehrlinge. Da ist schon einer. Position halten. Wir warten hier auf ihn. Grüne eine 6-7. Keinen Sichtkontakt zur Ziel. Kommt der? Von wo? Keine Spur vom Feind. Das war er. Nur einer. Ziel wird ungesichtet. Ziel ist verdeckt. Habe keinen Sichtkontakt. Hallo, wo bist du? Wo ist er denn? Hä? Hab Fischer gefunden. So, fertig. So, jetzt haben wir einen Freund, aber den brauchen wir nicht. Deswegen, der war Penner G. So, gehen wir mal in die Richtung weiter. Du kannst nicht weglaufen. Vielleicht durch die Bibliothek. Hier kommst du nicht durch. Bist erledigt, Fischer. Hey, grüß Lander von ihm. Alter. Ach, da steht einer. Mal davor weg. Schauen wir mal. Hier kommst du nicht durch. Ja, was macht er jetzt? Jetzt aber. Der ist aber ganz schön grob, oder? Es wird eng, Sam. Wo bist du? Ganz nah. Nicht nah genug. Reed klopft bereits an die Türen des Oval Office. Ja, wartet einmal. Wir haben ja auch unsere Probleme. Moment, das ist wieder zu ruhig. So. Wer ballert da? Jetzt werden uns wahrscheinlich gleich wieder die Splinter Cell Einheiten noch greifen. Höchstwahrscheinlich. Oder? Ist keiner mehr da. Wie schaut es denn da drin aus? Wo ist sie ziemlich verlassen da? Was ist denn da los? Da drinnen geht irgendwas vor sich, oder? Falls das noch zählt, Sam. Tut mir leid, was geschehen ist. Ich dachte, wir hätten keine Zeit. Stimmt. Wir müssen in Reeds Nähe kommen und es so geschickt anstellen, dass er die Präsidentin nicht sofort ausknipst.
Irgendwelche Vorschläge? Einen. Aber der tut weh. Tu einfach, was du tun musst. Das mache ich doch immer, Sam. Das mache ich immer. Tom, ich habe Fischer und komme rein. Mach nichts Überstürztes. Bin gleich bei dir. Sorry, Sam. Du gehst ins Oval Office. Da musst du schon ein ganz klein wenig auf dein Äußeres achten. Die Hände. Bequem. Ach, Mist! Hoch mit dir. Ja. Du hast einen Termin bei der Präsidentin. All die Jahre hast du mich angelogen. Es war für einen guten Zweck, Sam. Und ich würde es aus dem gleichen Grund jederzeit wieder tun. Hab dich wohl nie richtig gekannt. Nein, und das bleibt wohl auch so. Ja, die Grim, die lügt gerne mal. War dann nicht das erste Mal. Hab mich schon gefragt, wann du kommen würdest. Gut gemacht, Anna. Wie ich sehe, hast du dich für die Sache am Flugplatz revanchieren können. Unser Freund hat sich ein klein wenig gewehrt. Natürlich hat er das. Und jetzt ist er hier, der berühmte Sam Fisher. Wie fühlt man sich, Sam? Wenn man weiß, dass man als der Mann in die Geschichte eingehen wird, der Präsidentin Caldwell getötet hat. Leck mich, Reed. Wir kommen natürlich ein paar Sekunden zu spät, um sie zu retten. Aber gerade noch rechtzeitig, um dich auf der Flucht zu erschießen. Ein Klassiker. Sie glauben doch nicht, dass Sie damit durchkommen. Auf den Bildern der Überwachungskameras wird man... Ihre Kameras steuern wir. Die Sicherheitssysteme wurden von uns gegrillt. Wir sind Third Echelon. Wir kontrollieren jede Information, die diese Stadt durchläuft. Und wenn ich Spaß daran hätte, könnte ich es so aussehen lassen, als wären Sie von 2 Zirkusclowns und einem Golden Retriever umgebracht worden. Seien Sie also still! Ihr seid nicht Third Echelon. Vielleicht nicht das von Lambert. Aber soweit ich weiß, fühlt er sich gerade nicht so gut. Third Echelon wäre beinahe mit ihm untergegangen. Tom, Die Präsidentin wollte unsere Finanzierung auf 0 zurückschrauben und den Laden dicht machen. Damit wäre Amerika hilflos den Gefahren ausgeliefert gewesen, vor denen du es all die Jahre beschützt hast, Sam. Alles okay mit Ihnen? Ja, mir geht's gut. Danke. Das war ganz Du schön hast etwa knapp. 2 Minuten, bis die Army das Weiße Haus eingenommen hat. Nutze sie. Wie hat Megiddo dich rumgekriegt? Megiddo interessiert dich doch gar nicht. Dich interessiert deine Tochter. Nicht meine Tochter in den Dreck zu ziehen. Du verstehst es einfach nicht. Sarah war unwichtig. Ihr wurde gedroht, um an dich ranzukommen. Über dich hatten sie Zugriff auf Third Echelon. Über Third Echelon Zugriff aufs Weiße Haus. Sie konnten sich holen, was sie wollten. Du bist der Maulwurf. Deinetwegen hat Lambert sich Sorgen gemacht. Sehr gut, Sam. Endlich kapierst du's. Du mieses Schwein! Hast mich 3 Jahre meines Lebens gekostet. 3 Jahre, in denen ich dachte, meine Tochter sei tot. Los, los, los! Waffen fallen lassen, auf den Boden, sofort! Captain, danke für meine Rettung. Allerdings sehe ich hier außer Ihnen und Ihren Männern niemanden. Sie etwa? Nein, Ma'am. Bringen wir sie hier raus. Danke. Oval Office gesichert. Wir haben die Präsidentin. Präsidentin ist in Sicherheit. So, Reed ist also der Maulwurf und hat im Grunde das Leben von Lambert auf dem Gewissen und die verlorene Zeit mit Sarah. Tja, und darum muss er sterben. Seit er weg ist, habe ich noch einmal mit Sam gesprochen. Er sagte, dass er und Sarah sich eine Auszeit nehmen würden, um die verlorene Zeit nachzuholen. Er sprach von wertvollen Menschen, davon, wie wichtig es sei, zu ihnen zu stehen. Er sprach von Familie.
Und wisst ihr, was das Letzte war, das er zu mir sagte, bevor er aufgelegt hat? Vic, sagte er, danke für alles. Ich liebe dich wie einen Bruder. Ein Bruder gehört zur Familie, oder? Dachte ich mir.